Gute Mittag. Froh ich zu begrüßen für einen kleinen Point d'Etappe, was als Zahlen an Infektionen angeht, über die letzte Woche, also Rückblick auf die vergangene Woche. Wir können feststellen, dass Neuinfektionen auch weiterhin klammen, weil die letzte Woche wir ein Rendezvous hatte bei 402 Neuinfektionen auf die Woche geguckt und dann ist es abgegangen, entre-temps auf 684 insgesamt. Das aber auch bei einer Testzahl, die konsiderabel abgegangen ist über die letzte Woche. Da stehen wir die letzte Woche nach bei 64.952 Tester. An dieser Woche sind wir angekommen bei 94.031 Tester insgesamt. Was den sogenannten Taux de Positivität angeht, das heißt den Teil und Tester, die bei dem ganzen Testen, die gemacht sind, als positiv rauskommen sind, den ist nach wie vor relativ stabil. Den liegt letzte Woche bei 0,85. Am Schnitt wird vorgeguckt und ist für die vergangene Woche, auf dem wir heute zurückgucken, bei 1,08, also liegt mir hoch. Aber nicht alarmant an Blut geschnellt werden. Das hat keine Fährten, also eine Lichtsteigerung, aber ein Dus, lass man mal so sagen. Moyenne von den Neuinfizierten ist nach wie vor auch niedrig. Die Woche für die Woche, wo man die letzte Woche die Bilanz gemacht hat, bei 35,9, leidet das Woche bei 35,5. Ihr seht, das ist also quasi identisch. An den Undeel und Tester, die symptomatisch Leute betreffen, das heißt nicht Leute, die irgendwie angeschrieben sind über das Large-Scale-Testing, aber die wirklich einen Test gemacht haben, weil sie Symptome hatten. Den Undeel als hoch, nach immer die Woche beim vierten Bilanz bei 63% an das Lo für das Woche, wenn man zurückgucken, bei 65%. Es ist also auch da eine gewisse Stabilität. Dann ein Parameter, den ich mal ganz wichtig fand, weil als ein Abschluss geht über die Effektivität von dem Service, den wir machen am Tracing. Das ist die Proportion von den Neuinfizierten, die am Anfang schon an Quarantäne sind, die schon identifiziert waren, also Kontakt, die geht doch nach Licht Europa, die Luch beim vierten Bilanz bei 43% und das Lo bei 44%. Das ist ein großer Teil. Wir müssen immer wissen, dass die Leute, die am Fungehol schon eigentlich das Virus nicht mehr können weitergehen, wenn sie in Quarantäne haben, sind sie schon an der Isolation, sodass wir durch schon Transmissionskette gebracht haben. Das ist wichtig, das am Handgehabt zu haben. Dann auch etwas, was dich immer interessiert, bei der ganz großen Zahl und Tester, wie gesagt, 94.000, dann 31 auf letzte Woche geguckt, wie viel waren da von der Large-Scale-Tester? Das wären 76%, also 3/4 so ungefähr. Am umgedrehten sind aber just 13% bei den Large-Scale-Tester, die positiv rauskommen sind. Das heißt, wir haben immer dieselbe Tendenz wie die vierste Woche, dass ein großer Teil von den positiven Fällen, also die symptomatischen Fälle sind, die nicht unbedingt aus dem Large-Scale-Testing kommen. Da kommen da wohl raus, die uns auch erlauben, natürlich Kontakte zu identifizieren. Das soll die Effizienz von dem Ganzen nicht auch vorstellen, mit das aber interessant zu sehen, wie das abgelehrt ist. Dann, was die Mesuren betrifft, die wir umlaufen, haben wir letzte Woche 876 Leute isoliert. Das heißt, Leute, die als positiv getestet sind, über eine Ordonnanz an den Isolement gesetzt. Am Vergleich zu der Woche für drunter waren das 566, das geht also hoch. Dann Quarantänen selbst, da waren wir beim vierten Bilanz auf Woche geguckt bei 1255 und das sind da für das Woche, die wir am Rückblick haben, über 2000, da liegen wir bei 2175 Leute, die an Quarantäne gesetzt sind, über eine Ordonnanz am Laufen, dann noch auf die wir zurückgucken. Vielleicht auch noch interessant, was die Admissionen an die Spitäler betrifft, das ist etwas, dem man mit ganz viel Sorge entgegen gucken. Da haben wir Aktivität, aber nicht direkt alarmant ist, die neuen Admissionen, die am wichtig sind, die sind sogar leicht draufgegangen. Also Neuadmissionen luchen beim vierten Bilanz bei 37 auf die Woche geguckt, während wir das Woche just 34 Neuadmissionen hatten. Auf der Intensivstation also es liegt umgedreht, aber da sind wir auch noch bei ganz kleinen Zahlen. Da waren wir bei der vierten Woche bei 3, während wir das Woche am Schnitt bei 5 sind, die auf der Intensivstation gekommen sind.
auch Moyen d'âge an den Hospitalisationen nicht uninteressant, die Leiit für das vor bei 57, während sie bei der Woche für rund bei 50 Loch auch da gesieht, dass mein Moyen d'âge schon bei den Hospitalisationen, die nicht mal niedrig ist, wie der zum Beispiel am März der Fall war. Das heißt, das ist eine Tendenz von einer mehr jungen Population, die man einfach die konzerniert, das wie am Anfang von der Pandemie. Wie gesagt, Moyen d'âge von den positiv getesteten, ich meine, die hatte ich schon gesagt, jetzt bei 35,5, während bei den Leuten, die an Quarantäne zurzeit sind, morgen kann nur geguckt, da sind 3 Viertel sind unter 45 auch. Also auch da echter Jungpopulation. Da wollte ich auch einen kurzen Topo machen, weil da Service angehen, die sind ziemlich strapaziert, sind noch viel abgefahren gehen. Wir sind an der Tracing-Equipe zurzeit bei 85 Leuten, die am Einsatz sind. Dann haben wir aber daneben als Hotline auch auf der Kloster von der Santé, die zurzeit auch den ganzen Service aufdecken, was die Aufrufe sind für Rendezvous zu kriegen, für Tester, für die Leute, die stark getroffen werden durch verschiedene Reiserestriktionen, die kommen sind, respektive Konditionen, die eben auf Deplacementer gesagt haben, wo einen rezenten Test braucht. Da haben wir zurzeit 7 Leute, die gehen normalerweise auf 10 Europa. Wir sind auch am Gangen 40 zusätzliche Leute schon zu präparieren für Plätze, sie für einen Ersatz zu gehen, wenn das sollte gebraucht gehen, sodass du am Anfang das bei uns ein permanenter Prozess ist, wo wir drin aufhören, so Leute identifizieren, für beizusetzen, en cas de besoin. So auch dementsprechend zu formieren und auch die anderen aufzulesen, weil man ganz viele Leute an dem Service haben, die man ganz schnell mobilisieren aus anderen Verwaltungen, was eine Art Benevolat auch ist, was zum Teil gemerkt wird, dann aus ein Roulement, sodass man am Fongol permanente Prozess laufen haben, für die auch zu verstärken, respektive zu ersetzen. An hinnen auch ein bisschen Ruhe zugrunde, dass ein Service, der 7 Tage auf 7 funktioniert, auch bis spät overs. Und das wird sich auch wie ausgesagt nicht an absehbarer Zeit beruhigen mit den Zahlen und Kontakten, die wir am Moment haben. Dann gebe ich auch vielleicht einen kurzen Bilanz von justement dem Service, den Samstag en place gesagt haben, als für können kurzfristigen einen Test unzufroh für die Leute, die an der Situation sind, dass ein Ries, die geplant war, nicht hat können realisiert gehen, wenn sie nicht so einen Test hätten. Da haben wir eng 3000 Monten en Suspens. Wir haben aber insgesamt rausgehen 1380 Coden, das heißt 1380 Fälle, die traitiert gehen, wo die Leute ein Rendezvous gekriegt haben für ein Rendezvous. Wir haben auch 819 Refugen geschwärzt schon davon, für was Refugen, weil da teils eben Leute einen Test angefragt haben, die alleine wollen reisen, die aber noch nicht konzerniert sind von den Restriktionen. Ich meine, das ist eine Mesure, die als Geduld gewirkt für denen, die wirklich direkt betroffen wären von Ländern, eben, die einen Test verlangen, einen rezenten Test verlangen für Daris, für denen Leute können schnell zu Hilfe zu kommen. An net fir generell die Reesen da sind och Revuen dummer der motiviiert, dats net die nedeg Pissen firloche mir hunn schon verlangt, dat Leiit och irgendwo können nachweisen, dass wirklich so ein Rees geplant war an irgendwie enger Form. Das war nicht immer der Fall. Wir hatten noch ganz viele Ansturm auf unser Service von Leuten, die einfach präventiv wollten einen Test machen. Dafür, wo das Offer dans l'immédiat nicht gedurcht, sie war schon gedurcht, für die abzuhängen, die ein akuten Problem haben durch die neuen Umstände, die kommen sind. Wie gesagt, aktuell haben wir 3000 Monate nach en Suspens wird auch sicher nicht möglich sein, engem gerecht zu gehen an so kurzer Zeit, das first come, first served machen, was wir können an der kurzer Zeit mit wird sicherlich Leute sein, die schon sich müssen dann selber bei einem Labor debrouillieren, für vielleicht einen Test zu kriegen oder eine Ordonnance zu kriegen, alles konnte man so kurzfristig nicht aufdecken. Ich gebe auch von dieser Platz große Merci und Chambre de Commerce gehen. Sie haben uns ganz spontan verstärkt. Auch eine Reihe Code sind bei Sie gegangen, für das sind die Leute von den Betrieben, die zum Beispiel Denkstresen geplant hatten, dass die können über den Weg von der Chambre de Commerce aufgewickelt sind. Da konnte man ganz spontan an gut Summen erbe, die es dann erlaubt, halt nach Monate können entgegenzuholen.
Ich gebe auch für op so, dass dieses Service voraussichtlich lo kann gebucht bis Ende des Monats. Wir werden morgen am Regierungsrat darüber diskutieren, noch eine Decision holen, bis wenn niemand das Service oprecht behalten an enger Form. Das ist, so wie ich für eng mesure, die an der Urgence geholt gin ass, weil man ewer alle Guten überrascht gesinn, iwwer den starken Anstieg vun Eisen zuelen an die dementsprechend Konsequenzen op verschiedene Deplacementer. Dann wollte ich auch Gelegenheit nutzen, op Typologie vun Eisefell anzugoen, von den Neuinfektionen. Auch wenn man von Clusteren schwätzen, das sind Infektionsherden eigentlich, also wird viel gebraucht wird. Ich wollte einkehr kurz eine Indikation geben, was wir darunter verstehen. Also ein Infektionsherd als nicht nur den individuellen Fall, aber etwas, wo man gesehen an als Richtlinie dafür ist, dass man von einem Infektionsherd schwätzen, wenn man mehr wie 3 Leute tun, die über 7 Tage auf enger Platz sich infiziert tun. Das ist so, wie wir es für uns intern handhaben. Das sind noch die allgemeinen Richtlinien an der Pandemie, die göllen. Das ist von einem Infektionsherd schwätzt den an so einem Kontext, wo méi wie 3 Leute huet eben 7 Tage an dat rundem eng nämlich Platz. Am Moment haben wir insgesamt 33 so Infektionsherden, die wir identifiziert tun, nur der dorten Definition. Relativ überschaubar, also wir haben noch keine so Superspreader-Eventen mehr am Moment, wo wir drauf schaffen. Die Infektionsherden gi von 3 Leute, was dann der Minimum aus für hat davon zu schwätzen, bis zu 16 Leute, also die größte sind 16 Leute, das bleibt relativ überschaubar. Und wir haben auch abgedeelt an Kategorien. Ich gebe euch einen Überblick geben, von denen 33 Infektionsherde sind da 12 nach von Lyceen oder Schulen, die noch aktiv sind. Dann haben wir 5 im Bereich Santé et Soins. Da sind noch zu diesem Zeitpunkt 3 Maisons de Soins dabei, wo 11 aktive Infektionen identifiziert sind. So ein Herd am Sportbereich, so eine Habitation, also wo viele Leute an einem Haus zusammen wohnen, so Kolokation oder Kohabitation, wo man nach enges woch man nach Dr schaffe, wo die dort den Kriterien nachgife göllen. Am Oreska-Bereich 3, dann am Commerce generell 1, Bereich Konstruktion haben wir da 6, und dann am Bereich von der Industrie, an 3 am Sektor Nettoyage et Service. Also die sieht das als relativ verdeelt an insgesamt überschaubar, was für uns gut ist, weil die Cluster greifbar sind und man relativ gut getraced konnten, wenn du alles konzerniert ist. Was aus für Wertstierchen Leute sind op eng Erde weiß, weil das bleibt nach wie vor dasselbe, dass einfach die nach immer nicht wirklich integriert Barrieren am Private ganz viel nach immer und da denke ich gerechnet mit der Loing 25%, wo man sich ausmänner und das wirklich am rengen Familienumfeld mit das aber auch auf der Arbeitsplatz ist eigentlich immer dasselbe war den Rümpfen doch von dann andere Kontexte aus zum Beispiel Hummer viele Leute die sich dann an der Mittelstunde beim Essen zu Summe sitzen wo sie dann am Lauf vom Dach die Barriere respektiert tun dann während dem Essen das dann irgendwo nicht mehr machen das auf Gemeinschaften wo ihn gesagt dass Disziplinfleisch ein bisschen null ist wo so vielleicht viel systematisch der Maske gedogin aus wird nicht mehr unbedingt der Fall aus und das nach wie vor eben ja am Kontext von auch kleinen Zusammenkünften nicht unbedingt das riesig große opfällig mehr das geht von kleinen Essen über Kleinpartien größer Partien einfach nach wie vor eben dat, wo man am Moment da ist vor der Sensibilisation wirklich verstärkt wollen Dr setzen für op alle Pläng und Leute rundzukommen sowohl an der Betriebe wie an der Gesamtbevölkerung dass man nachher den Drop schaffen, dass Leute wirklich verstehen, für welche Barrieren da sind, dass es wirklich darum geht zu evitieren, dass von dem anderen der Virus rüber geht und dass es da wirklich am Funkhol keinen Unterschied möchte, wohin aus, ob das an der Freizeit aus, ob der Arbeit aus, an der Vakanz aus, halt zu Lützeburg oder im Ausland. Es gibt just eng der weiß, wie der Virus weitergeht, das von dem engen ob den anderen und das können wir just angedämmt kriegen. Wenn man das verstehen an op der ganze Lin verstehen an dann so an als Leben mat River holen, aber so lang wie man die Kolleg bei uns hun.
Voilà, dat wäret vu ménger seit just auch vielleicht Information, dass man nach Haut durch eng Reunion hunn mat der UL, mat der Union des Entreprises fir mat hinnen zu gucken, wéi man an der Erbesfeld eben an sämtlech Sektoren ra können besser sensibiliseieren, dat hicht die ganz Approche vun de mesure de Sensibilisation besteht daran, dass man vielleicht méi spezifisch sektorspezifisch an de Gemengen einfach eng diversifiierte Kommunikation opstellen, net so ein E-Flyer fir jitveren, méi egent vu mat den einzelnen Akteure kucke, wéi en kontextspezifisch kann illustrieren, wéi en Barriere respektéieren, an dat eben auch mat allmeiglechen Akteuren haut wie gesot Rendevous an dem Sinn mat der Union des Entreprises nach engkeer. Voilà, da gebe ich ja Frohen entgehend von dem. François Hollner Viertel. Ich wollte von dir die Clustern oder Herden erwähnt, aber die nennen eben da just von 3 bis 16, also in diesem Fall bis 16 Leute. Aber wenn das alles zusammenrechnet mit 33 Herden, dann könnt ihr maximal auf so 400 Leute, das ist die größte von den Infektionen als nicht an Herden. Wieso man dann nicht so eine Kategorisation wie Israel hat gemacht? Ich weiß nicht, ob da die Grafik gesehen hat, wenn einfach ganz einfach Prozenter gesagt, wo all die Infektionen waren. In Israel war das effektiv auch an den Schulen, hauptsächlich mehr auch auf Evenementen, a Kirchen an so weiter. Wieso man da nicht so mir enge präzise Oplöstung, wo die Leute weisten, okay, du schenkt wirklich Risiko zu sehen? Also wir schaffen nun enger méi standardisierter Opredung dauert awer nach schaffen runnner Israel die hat man mengg net geguckt vun engem vun ihre Kollegen eng einer Pistkrit wie das Leiit op der schaffen ich hoffe méit Apps zu machen wat sind man der Fall auch gucken wie sie et opret hun natürlich immer auch vun de Größenordnungen mir hunn ganz viel Einzelfall ganz klein zuelen och zum Deel sie gucken ab wenn eng Masskritik do ass fir eben eng Kategorisation läfenslos sicherlich guck mal dat och gern un wann der den flotte Modell auswählen kann opreden mit das dauert ein bisschen mat der ganze Welt die Lokommers überrumpelt gehen an den statistisch erhewe von der Typologie als schon komplex mit der Kippe sind du am Gange noch zu summe am Stadtdeck zu gucken wie man dat könne machen net kein Sinn das nächste Woche schon klappt mir ich will mich nur nicht fix festlegen wo der mechte wie mir bleibt dabei weil der des öfter repetiert dass op Privatpartien aus an der befassen aus der private Kontext das wird leider am Moment die um Telefon sind als Feedback gehen das immer im der das wie gesagt mir der Moment mündlich entgehen von des Service an engem Debriefing an dat do schaffen wir Dr effektiv eng Typologie direkt à la base zu erfassen, die egent Fusinn mischt. Eng froh nach der lustig Kollegin. Ich wollte froh, wenn es die Prävisionen von der Taskforce, dass am August Spideler riskieren, die ranzugehen. Redet dir als Politiker bisschen Situation aber als Mann alarmant, weil da wisst, dass nicht mehr viele Optionen hat, für notamment Lockdowns zu machen. Ich probiere so sachlich anzuschätzen, wie es geht. Also in Indikator Spideler, ich meine, hat mich vielleicht vor so sind ja ein bisschen nervös gesehen, wie es da evoluiert. Wenn wir da gucken, alles auf die Woche zurück, sehen wir, dass visiblement aber die Altersstruktur irgendwo da sehr gut entgegen zu spielen scheint. Wir haben nicht wirklich die großen Urlaub an der Spideler, wie es schon aber hätte können erwarten, wenn wirklich parallel gelaufen wäre, wie am März, hat sich wirklich müssen die letzte Woche se schon méi missen an de Spideler doen, so dats man awer optimistisch sinn, dass man eventuell schonläit awer mesuren hun die greife. Me si schon am Gang ze sensibiliseieren seit ich mein, noch seit die Zollen opgang, sie sind Leiit awer ernstnechtrem opmerksam ginn op de Virus, also kann en nach immer davon ausgoen, dass man awer Geflechtnis kreen. Ich mein, das eng realistisch Erschätzung de Szenarien, die gezeschen ginn, sind an enger Probabilitätssport von bis. Mir sie schon so versichtlich, dass man irgendwo kommen sind an das alles rufzieht. Die Kurven, die man heute gesehen haben von der Taskforce, die raschen nicht, dass die sich materialisieren. Die verdreiben dann Virologen. Nee, also ihren Appell ist, dass man in einer kritischen Situation sind an der Zimmer ganz klar. Wir müssen immer wissen, dass nicht nicht wat NRW ist, das für das wat der Virus ausmischt. Wir wissen, wir sind immer nicht an dem, was sich weiß an den Infektionen, was sich weiß an den Spitäler, was für Drogen geschieht ist. Und das kann ich noch nicht aufschätzen. Und ich meine, hier in Diskurs war auch den
da sind sich nicht wirklich festsetzen, das kann aber bei Richtungen gehen an die Mesuren, die man holen, als auch für justement de Risiko, den sie unzeichnen, für die wirklich anzudämmen. Es ist schon der Meinung, dass man über Sensibilisation einen ganz großen Impact können kreieren. Weil bei dem wat man gesinn eben ich meine, wann dat wat man heieren ass das Barrieren net wirklich verstane sinn aus menggem Verständnis nur de besten Ursatzwegstofffir zu sugen das ze verständigen, dass man do wirklich intensiv lo Moier Dr setzen, dass dat ganz guten Impact kann hunn schließen op Ballfall net aus dat wat man hoffen der Ballfall net unprobiert lassen. Wann ihr gesagt, dass dann eng andere Richtung geht, man natürlich muss no rüsten mehr irgendwo schenkt dat man sinnvollen Schritt für Lummel darüber zu misieren. Merci. Guten Mittag, Thomas Tageblatt. Ich wollte frohen, die mir 85 Leute, die am Tracing, die sind am Gangen abgestockt zu gehen. Die da wird Leschke den Sonde noch gesagt, den die Offizielle der Police Judiciaire, also die Leute an der Santé, als so enger fungieren. Könnt ihr euch genau erklären, was die Leute genau machen? Und, ich meine, das ist etwas, sich viele Leute bei uns freuen. Also, wie schaffen die Leute, wie gehen die vier, wie machen die Kontrollen und so weiter? Also grundsätzlich immer verschiedene Erbesschritte der dient als den von dran Fall als positiv, das sind Meldungen, die mir wat Labor kreen, dann als eng Eichtlin, die man denen positiven Kontakt ophält, für eng Ausschätzung zu machen, wie den Verlauf vom Virus aus, wohin dat an, da gi Löschte gemerkt von den Kontakten an dann eng zweite Equipe, die dann die Telefonate möchte für die Leute eben zu kontaktieren, die als Kontakt identifiziert gesehen. Und dann geht à la fin de la journée geht das wird Leute entgegengeholt und über Telefonen irgendwo encodiert, für das man können die Liens machen mit Infektionsherden eben. Das sind verschiedene Schritte. An den ersten Schritten, ersten Kontakt mit dem Infizierten, das ist die, wo man wirklich so gut wie möglich, so lange wie möglich probiere wirklich Leute vom Fach aber zu halen, die gerne vom Virus, vom Verlauf davon dafür eine richtige Abschätzung zu machen, wo den Infektionsherd auch also wo ihn muss umsetzen, für den Cluster zu definieren. Mit das ist schon ein ganz komplexes Service. Ich meine, das schon mehr sinnvoll, eine Reportage bei Sie machen, so ungefähr denke am Detail uns gucken, das schwer da dann an 3 Sätze aufzubrechen. Natürlich, mit den die Leute, die dann an der Quarantäne sind oder im Isolement, die sollen ja dann auch da bleiben. Und da gibt ja eine Kontrolle gemacht. Sind die Agenten von der Santé, die auch am Monde können schwatzen oder sind das just Police? Wie genau lebt da drauf? Die Schweiz von den neuen Mesuren, die umgedeutet sind, wir sind also als Leute von der Santé sind am Kontakt mit den Leuten in Quarantäne, wo sie regelmäßig angerufen gehen, mit gewissen Intervallen. Das wo wir zum Beispiel feststellen, weil wir Leute nicht auf dem Telefon kommen nicht raus, dann eine Brigade d'Intervention mobil, wo die Leute auf dem Terrain fahren. Und an so Kontexten stellen wir da fest, dass beispielsweise eben Personen wirklich nicht da sind, da wird gewartet, es kommt von der Seite, dass sie zum Beispiel schaffen waren, auf Platz der Quarantäne zu sein. Wann dann lo das Gesetz so soll gestimmt wie ugedurt ist, da wäre da zum Beispiel der Fall, wo wir aber giffen, genau wie bei den anderen Amenden natürlich dann Police mit intervenieren, wenn so ein Fall ist, dass das einen normalen Verlauf gibt, wo Procès-verbal gemacht wird, den Procès-verbal könnt dann bei mir als Minister für dann einen Amende im Moment zu holen. Okay. Lützeburg zum Beispiel nach relativ niedrige Strophen vergleich mit all den anderen Ländern, wenn ihnen gehen in Quarantäne abladen. Ich meine, Deutschland kann nur 2 Jahre in die Prison kommen, wenn du so verstehst. Da das natürlich übertrieben, aber gut, auf dem Terrain etwas zu machen. Aber da scheiden sich die Geister von bis, also die fanden, dass sie extrem hoch sind, Amenden und ein ganz Reich schon geschwert doch bei Leuten, die eben verzweet schon dabei waren, wo da über 1.000 € aber kann gehen, nur Moreska denken. Ja klar, für Betriebe, ja. Ich meine auch für Privatleute. Ja. Also wie gesagt, da tut aus die Vorstadt die mal hun ich meine, dass die schon aber die Leute zu bedenken gibt, wann sie die Suche muss bezahlen. Da muss ich noch nicht unbedingt méi schrauben. Also man gi vermerken, dass auch dat nicht denkt. Ich gif just aber gerne an der Streiche. Wir hatten eine ganz lange Zeit. Wir hat kein Problem, dass Leute Schnittdruck halen hun und die Mesuren das ausrecht mehr Handlo, wo man so viel gesehen und natürlich uns auch verurlost wirklich Strophen zu proposieren, weil es aber
wichtig also von der Symbolik, dass ich also mit das als verbunden kann auch gestruft gehen, das wirkt aber im Prinzip was man da mal auch nicht für den Wunsch sprangen, wenn man gesehen, dass das wirklich auch die Leute nicht resoniert, dann kann ich nachher mal gucken, für das drauf zu setzen. Okay, für uns, merci. Köhne vom Radio 9,7. Ich hatte 2 Fragen zu den Spitälern. Einerseits, nur wenn das System schaffen, Doktore bei einer zweiten mich stärker, weil diese Données soll ihnen angedeelt oder noch vorfehlen oder wie läuft die Fakturation auf? Wir werden am Prinzip nur demselben Modell verfahren wie lo. Wenn die Spitäler selber angeht, haben sie sich Paliien definiert für die Prise en charge von den Covid-Patienten. An dem Sinn, dass für mich kleine stufenweise Paliien definiert sind, das zielt darüber aus, dass eigentlich so lange wie möglich die normalen Aktivitäten sollen im Laufe gehalten gehen, an die Prise en charge vom Covid-Patienten parallel fest. Also kann auflaufen, das geht dann au fur et à mesure abgefahren, de besoin no. Das ist geplant für nächste Woche mehr spezifisch rund um den Gesundheitssektor zu kommunizieren, wie das aussieht. Wir sind daran Gespräche, so wie das ausgesagt wird, wir bei denen Tarife bleiben, wie sie funktioniert, tun wir neu negocieren mit einem neuen System en place, das wird letztes Jahr, ich meine, war Kommuniqué rausgegangen für die Kindergarten an der Maison de Soins spezifisch, da das etwas wird ernst wird sind, da war das eine ganz gute Erfahrung, die wir gemacht haben mit einem anderen Mode de Paiement darüber. Mit Recht gebe ich werde vielleicht effektiv op nächste Woche zu werden, da gibt mir eine komplette Information über das Gesundheitssystem, wie den abgestaltet wird gehen. Ich habe eine froh, dass das fällt daran, ein Beispiel fordere auch für den Normalbetrieb können Führung zu halten, für du mehr Personal zu haben, als selbst weil du willst diskutieren oder wurde du schon eine Antwort, wo du drin hast an den Diskussionen. Da sind wir auch eben Matten an den Diskussionen dran, an der ja wünschen wir, dass die aufgeschlossen sind noch bis nächste Woche. Selbstverständlich, wenn wir noch als ein Akkordeprinzip gehen, da können Zusatzpersonal, mit den Schlüssel sind wir am Gang zu gucken, wie das konkret wird ausgesehen, und mit das sind Gespräche, die du schon über paar Wochen laufen, an die auch auf fruchtbaren Boden gefallen sind, da sind wir echt am Detail noch. Okay. Donc j'avais une question. Donc vous avez parlé, on vous a interrogé déjà sur est-ce que le système de santé sera surchargé fin août. Est-ce qu'en parallèle, comme l'a dit Monsieur Schmitt, le directeur de la santé, est-ce qu'il y a un risque de saturation du système des tests avec une surcharge des labos? Also ein Risiko besteht immer, wir sind haut nicht wer nur könnt. Stand haut haben wir das am Griff, weil im Moment wären wir auch wirklich mehr alarmistisch. Das wäre, ich weiß noch genau, dass den Tag, wo wir so 100 an die 60 Infektionen wären, man gerade ein ganze Equipe neue Leute rangeholt und hatte wirklich gefühlt, da packen man nicht mehr. Aber haut haben wir da drin am Griff. Bis logisch so, dass von der Gestion sehr am geringen Bereich bei uns mit kann nicht ausschließen. Ich meine, du wirst ja doch mitkriegen, dass auch mal über die Weekend Engpässe bei Labor waren. Es sind überall Leute drin, das Ganze muss Hand an Hand funktionieren. Und kann ich nicht verstoppen, dass das eine ganz ungespannte Situation ist. Aber das heute auch, wenn wir es am Griff haben, wenn viele Tests gemacht und da setzt das voraus, dass das Labor an der Kapazität sind, das zu machen, dass sie nur kommen. Also das ganze System kann nicht mehr funktionieren, wenn die ganz schön das Service funktioniert, dann das geht auch schnell funktioniert, das ist schnell Testresultate, dann eine schnelle Contact Tracing und darum eine schnelle Isolation. Das ist ein Challenge und mit dat kriegen wir aber mit eine gewisse Routine aber schon für relativ schnell Service rumzufahren, wie es lo geht das. Une autre question, c'était concernant le tracing. Je crois que c'était encore une déclaration de Monsieur Schmitt qui disait que actuellement, il était difficile pour l'inspection sanitaire de réaliser le tracing et que 60 nouvelles infections par jour étaient la limite. Donc, que faire face à cette situation? Est-ce qu'il faut encourager les personnes infectées à faire une
une prise en main manuelle du traçage ou est-ce que il faut mettre en place une application. Enfin, je sais que le gouvernement est opposé, mais qu'en parallèle, il y a une application de traçage allemande qui a été activée au Luxembourg. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? So dat die Ausse wo Dir Dr spielt, dat effektiv dat fir enger woch gewircht wobei ja wirklich Stress am Service war, dat huet schon total resorbeiert. Wir hatten natürlich schon mal Plan B, dass van den wirklich ganz akut geht, dass man konzentrieren op die Infizeier dann op Autoquarantäne river gin, dass aber dann net so weit kommt. Het effektiv im Moment ausgesehen, wie wann dat mist aktiviert gin as het aber net an am Moment hummer dat am Griff an noch zu der Zuul. Ich mengge das eng Schnittmeng, die geht mir eng Richtlinie natürlich sind immer ganz froh, wenn wir unter 60 Schnee sind für das zu gerieren. Mir entsteht auf Feld alles eigentlich mit der Unzuhl und Kontakte. Das nicht die absolut 12 und neu Infizierten. Ich weiß, das steht immens gerne gefeiern. Eng Zuhl, drüber geht es nicht mehr so einfach. Also nicht, das hängt wirklich davon auf, was rundherum den Infizierten geschieht aus. Wir hatten noch wo wir eben über 100 Infizierte haben, wo wir das Novell ganz gut kadriert kriegen. Wenn man natürlich, das die große Inconnu, weil wir mal über die Schlange 100 neue Infizierte sind, die alle guten extrem viel Kontakte hatten, da geht das an eng Quantität und Trassagen ran, die schwierig zu bewältigen sind. Das steht auf halt Materialität an, dafür also wirklich schwer auszumachen, wo die Limit ist, dass natürlich eng materielle Limit irgendwo, wo ihr seht, wenn Tausenden an Tausende Kontakte all dabei kommen, die müssen trassiert gehen, das ist nicht mit zu machen. Und du hilft auch, und ich gebe das wirklich gerne ein grüner Streichen, eine App wird das nie ersetzen. Eine Tracing-App, also App, es wird dann eine dezentrale Tracing-App, wie sie hier am Land eben hat, wenn man eigentlich so, dass auch die schon mal drauf schaffen für ein Modell wie den RKI, dass in das Brett hat, für das gegebenenfalls zu aktivieren. Das wird niemals als ein Service, den wir hun ersetzen, denn das ist ganz ernst, weil die Person selber die eben hat, mal eine Demarche möchte, für sich darauf zu melden, die dann angeht, dass sie positiv ist. Und das setzt einen gewissen Disziplinschau voraus, während man über den Service, den wir haben, und eine ganz andere Kategorie, wo Leute rückkommen, dann noch auf ein ganz anderer, viel mehr effikaz Erderweis, sodass es nicht das ein oder das ändert aus. Wir werden den Service, den wir am Platz haben, so lange wie möglich und so gut wie möglich aufrechthalten und auch stärken. Also wie gesagt, wir sind am Gangen, schon eine nächste Linie drin anzuschaffen. Es wird kein erfahrenswert, dass für uns auch neu so ein Service zu feiern, das am Anfang erschrecken, dann da leider den noch der Einskind kriegt, den setzt dabei und Effekazität. Aber letztendlich wissen wir, wie weit den nicht packt, wenn wir die Krise hier rüber haben. Et aussi une autre question, parce que vous avez dit que finalement on en saura plus la semaine prochaine par rapport au système de santé. Est-ce que vous savez déjà aujourd'hui si des centres de soins avancés vont rouvrir? Enfin, c'est peut-être pas encore d'actualité. Stand haut ist das nicht geplant, aber ich meine, ich hatte das schon ein paar Mal gesagt, die sind natürlich brett, wenn sie gebraucht gehen, werden wir so abreden. Das gehört auch eben zu dem ganzen Ökosystem, wo wir am Gange sind, Parameter, das werden wir aufhängig machen vom Afflux an den Urgenzen. Ich meine, die CSA haben ganze Kopf können abhängen, was wir weggehalten haben von den normalen Urgenzen, das monitoren wir. Mir stand haut, dass das noch nicht akut, aber wie gesagt, wenn das so der Fall sind, sind die sehr abgerichtet. Dernière question. Donc la Suisse a placé le Luxembourg comme un pays à risque. Quelle est votre réaction? Ja, das war prävisibel. Ich meine, alle Länder haben Kriterien, auch den RKI hat Kriterien gehabt, die sind nicht recht bekannt gehen, wo wir ob die Lust kommen sind, die sie bekannt, dann solange die Länder just blanden oder Neuinfektionen gucken, ist das ein Problem. Wir können immer darauf insistieren, dass das sicher nicht den einzige Kriterium ist, den ihr sollt gucken, denn das auch von den europäischen Gesundheitsbehörden sich klar empfohlen, dass sie nicht just das soll gucken, weil Länder aber das als einzige Kriterium haben, sind wir tributär davon. Also wir können immer unterstreichen, dass eine Todepositivität am Vergleich ganz niedrig ist, am Vergleich zu anderen Ländern, die Todemortalität auch, was ganz wichtige Parameter sind. Aber Fakt ist, dass die Schweiz auch eine klare Richtlinie hat, ab wenn sie ein Land auf die Liste setzen, und da fallen wir drin.
Peter Feist vom Lützeburger Land. Ich hatte Gelegenheit, den Appell d'offre zu lesen für die zweite Phase vom Large-Scale-Testing. Da fällt ab, dass ziemlich viel ausgeschrieben soll gehen, oder wenn ich so will, ziemlich viel outgesourced soll gehen, bis hin zur Gouvernance, ob man es zum Teil von der ganzen Testaktion. Für was muss ihr so viel outsourcen? Dat den riesschen Projekt aus den Empfang so net dann an d'Aktivité courant vun engem Minister herauffällt, de war auch an der eischter Phase vum LIH war joch Großdeler outgesourced. Schmengen das eng exceptionelle Situation, die exceptionell muss geriert sinn. Schmengen Lesung wär net, dass man lo fir so Projekt an der Dauer gi vun Staatsbeamten ausstellen. Ich mein, du hast dat schon eng normal sagt, dass in so Projekt de schwätzen det Project Management oder so dass dat ausgelehrt get an der professionell hingeht. Dat sind schon ganz groß Projekt an den Enjeu als da muss man schon Support holen. Wat net ausschließt, dass man auch intern allein ma Pilotage Strategik vom Projekt stärker gefordert werden sinn. Es bleiben ja just so ein bisschen mehr wie 2 Wochen, für das Leute sich können melden, ob den Appell d'offre. Halt die bei einem Projekt, die so komplex ist, also was, das wird ausgesagt, für groß denkbar, dass sich andere Leute melden, wie die schon aktiv sind. Ja, das ist schon viel renseigniert, auch aus dem Ausland. An die letzte, die ich hätte in dem Kontext, für die Erstphase vom Large-Scale-Testing, da war no belgem Personalgesicht gin an anderem Rumänien an sogur fir gesundheitsqualifiziert Erbechten, wo so maximal den anderthalbfache Mindestlohn Geburte gin Lomateren en eng Zzweetfas vun den Tester fir 6-7 Maint. 12 vun den Tester soll ungefähr halbiert gin par rapport zur echte Phase. Dury as wesentlich mé lang stell mal 4, dat das ganz awer personalintensiv ass. No wat für Personal get Logesicht, wo man da rechnet ja do. Also de Krit wird Personal als klar, dat muss Fachpersonal sie wird heute Lützeburg zugelos für heute zu exercieren an wegen Bedingungen in die Lo fand, dat das eine freie Marche henno mit das ganz klar, dass die Leute die Hai Tester machen, die Hai Akte setzen, dass die müssen Hai am Land zugelos sind für das zu machen, noch den Kriterien entsprechen. Das gilt dann aber natürlich kein Konvention kollektiv oder so, das ist eine freie Marche. Also das sind nicht Spitäler, die dat man eng Konvention kollektiv gesinn kam. Ich mein noch nicht das Laboratoren die hun bei sich mit sech und den oder den Laboratoren, die dat machen sich so opstellen, wie sie sich generell ha opstellen und den Bedingungen, die für sie auch gëlle für ha am Land zu exercieren. Merci. Gute Mittag, David Marquez für die Quotidien. Ich bin eng präzisionsfroh seit Sondestellen mal froh, wat die neue Amendementer am Privé an das Privé belangt. Get op 10 restriktiv gehalten an darüber heraus die Regel man 20 man sitzen, also weiter mit den Konditionen. Also restriktiv op 10 an darüber heraus geht nicht am Privaten oder als du gedurcht, dass eben die Regel plus 10 dann noch am Private weiter kann spielen. Sind 2 verschiedene Regeln. Der den dass am Fongol eng Restriktionen am Private, wie man se stand haut net mehr hun, wie man se hatten an enger Eichstofffaser mit der Krise, wo de Besuch daheim eben limitiert wird. Das ist eng neue Regel, die können. Dat sind 10 Gast der Stot plus ein Maximum und 10 Gast für daheim oder am Rang Privaten. Und dann hast die andere Regel, das die de geregelten Auflauf vu Rassemblementer, wo bis lo eben Vorschriften waren ab 20, wo ab 20 en gros Sitzordnung an Distanz obligatorisch. Da gëtt es Säuerrufgefu op 10. Dat hecht die Preskriptionen, die Aufforderungen, dass dat muss no eng gewissen Ordnungsmuster auflaufen, die gëlle schon ab 10 Leute. Mit dat sind 2 verschiedene Sachen. Den dass de Rassemblementer, wo Regel waren ab 20, die gëllen ab 10 schon. An kën eng neii Zusatzregel eben am Private, wo d'Unzuel u Gächte e Plafond krit, wat man lo so net mir hätten. Wann méi wie 10 Leute gewer vitéieren, dann spielen die Regeln am Sitzen oder ass am Privat einfach 10 limitéierter Punkt. Das op 10 limitiert Punkt, mir rekommandieren natürlich stärkstens als Santé, dass er doch nicht unbedingt soll ausschöpfen, an dass sie generell überall se Distanzregel soll observieren, dat als der immer im kaprischen
Das eigentlich aus anderen Zweck nicht für das auszuloten, ob du Maximum von dem, was Gesetz für gesagt, das soll ich einfach bei sich gucken, wie viel Leute kann ich vernünftig anladen, an denen trotzdem gesicherte Kader bieten. Das sind sie nicht zu viel nur benesen, das sind einfach die Risiko von der Transmission, Gesetz hin oder her so klein hält wie möglich mehr. Das aber für App froh zu beantworten effektiv, also du just eng Maximalzoll an Trägle sind darüber raus, wo dann den Agencement so mal 4 gehen aus. Ja, dann denke ich, die man an de plus 10, das gilt dann eben just für Rassemblemente außerhalb vom Privathaushalt. Oder am Privathaushalt nicht. Dann, voilà. Gut, merci. Laurent Schmidt, Reporter.lo, ich habe froh verständnisfroh zu den Schulen als Cluster. Hier steht, dass an den Schulen auch eine Ausstechung nachgewiesen ist zwischen den Leuten von der Cluster, oder ist das just, weil sie Kontakte an dem Umfeld hatten? Nein, wir schwätzen von einem Infektionsherd oder Cluster, wenn ihr so wollt, wenn man an einer Gruppe eben mehr wie 3 Leute tun, wenn ihr an einer Klasse mehr wie 3 Kanner hat über den Zeitraum von 7 Tagen, die infiziert sind, dann wird das bei uns kategorisiert als einen kleinen Infektionsherd, den an der Schule ist. Wo es genau hingeht, das kann ganz unterschiedlich sein. Das können Kanner sein, die sich daheim angestochen haben und so weiter. Das dient nicht mit dem anderen zu dienen. Das ist eine quantitative Definition, weil den Term oft gebraucht wird, wo man wichtig ist, zu sagen, was wir da drin verstehen. Da finde ich, schwätzt man von einem Infektionsherd, weil man eben méi wie net lo Einzelfall si mir eben an engem Gruppe ja, Minimum 3 Leute eben ab do schwätz de vun engem Herd potenziell. Die zweite Frage war an der Chambre ja größer Diskussionen von den Fraktionen, dass sie nicht genug Informationen von ihr kriegen. Lo hat eigentlich eine Reihe Sachen weitergehen. Wie schätzt du lo zusammenarbeit mit den Parteien an, wie dass da ob hier zusammenarbeit angewiesen sind für die Gesetze durchzukriegen? Sie haben eine Reihe Zusatzinformationen gekriegt, die wir auch logisch an der Operierung disponibel haben. Für die Kommunikation eben auch oft eben mündlich, genau wie auch hier im Pressebriefing, können auch nicht das teilen, was man nicht tun. Modalisationen von der Uni sind sowieso öffentlich zugänglich gewirrscht. Was wir machen, ist, dass man das Novell, wenn das dann öffentlich geht, auch per Mail dann an Chambre rausschicken. Für den Rest meine ich, dass aber eine große Zufriedenheit da war. Ich hatte aber auch mal gefehlt, dass den Informationspack, den Lo und Chambre gegangen war, kurzfristig mit geupdatete Modalisationen an auch eben die Karten, die man operiert tun, die Informationen, die man auch der Presse eben zur Verfügung gehen, dass das aber schon zufriedenstellend war. Dann ein Letztfrau, die hat gesagt, 13% meinen schon Fall kommen aus dem Large-Scale-Testing. Wie viel sind da dabei kommen durch ein Tracing von denen positive Fall? Ich kann also schon so nicht so operiert genau mehr am Prinzip am Schnitt sind da 2 bis 3 pro Fall, die ein Tracing kommen mit das Schnittwert, den man aus der allgemeiner Kunst wie viel Kontakte hat den rausrechnen. Mit das schon konsiderabel, weil effektiv an von der Effizienz vom Tracing schwätzt geht ja nicht just die positiv infiziert, aber auch die a partir von den Leuten identifiziert, da geht das schon eng Summe an dat sind natürlich Leute, die präventiv aber ekartiert sind, wo man wirklich Infektionsketten ganz präventiv derweise gebracht kriegen. Okay, merci. Annette Welsch vom Bord. Ich bin froh, was die Übergangsphase belangt, bis Ende August dann die zweite Phase fängt, dass du kein Large-Scale-Testing mehr, dass du Maschentester oder wie auch immer. Was geneget du gemerkt? Gehen du Leute auch umgeschrieben, so wie das bis lo war? Oder fängt da schon nun die Feuerachsen zu fuhren? Oder wie geht das? Wir haben das nicht wirklich erlacht. Oder zwischen das eine erste Phase kommt, dann könnt ihr benennen, wir wirklich evaluieren. Wir haben eine Teststrategie, die ja sowieso immer parallel gelaufen von der Santé. Das ist ja nicht just Large-Scale-Testen, wir haben als ganz normal Testkapazitäten, wo wir mit LNS, mit all den Privatlaboren zusammen schaffen. Die lebt weiter über die Summe mit den Prioritäten, die wir in Sorologien
dat de Site den as och nees aktivéiert normalerweise ab de Moien, wo egentfo gut der dran ze ginn egentfo en Stopp gesät an der Zeit, den de lebt weiter fir d Rendevousen. Gin loser op die 4 Achsen sowieso schon iwwer da normal Teststrategie iwwer an dems mal lo or am gange sinds gucken die Betrieber, die Sektoren, die mal lo gesinn, da soch en Deel vun der Diskussion mat der UL, op mal lo schon aufhängen verschiedene Betrieber mi systematisch zu testen hunne lacéiert lo fir de ganze Gesundheitssektor. Dat sind Invitationen, die lo schon rausgegangen sind, und dat können man auch relativ fließend überholen durch als normal Teststrategie. Also für die Leute draußen darf dat lokalen Impact machen. Wir werden, wenn das nicht aktiviert, gibt es einen anderen Mode d'Inscription oder einen einfachen Mode d'Inscription. Aber das ist nicht wie wenn du gestorben sind, die Impression erstellt, wie wenn du Lach wäre. Das kein Lach als Teststrategie lebt weiter. Wir kriegen just eben über die wir vereinleiben am Fongol die Testkapazität, die lo iwwer de Forschungsprojekt gelaf ass an der nächster Phase get den Bestandteil vun as normaler Teststrategie vun der Santé. An déi huet die 4 Achsen Orlo schon, wo man symptomatischer testen, wo man können ganz schnell op kritisch Plätze go fir do Flächendecken ze testen an so weiter. Auch die Sachen, die man lo machen, man konnte noch Platz setzen für Leute, die eben die Tester schnell brauchen, das einen bestimmten Zweck. Das ist die Flexibilität, die wir als da gehen. Und wir gucken noch natürlich über die ganze Summe weiter mit der neuen Begebenheit, mit einer Aussteigung dazu, den Infektionen, was man schnell können machen. Und wir werden auch die Zeit aufdecken. Das hat man eigentlich nicht geplant. Wir wollten wirklich die heutigen Zeit holen, um die Summe für die Evaluation zu machen. Wir werden aber einen Zusatzkontrakt noch machen. Insofern ist das erlaubt als juristisch für einfach eben fließende Maximum und Kapazität zu haben. Also die Leute gehen aber immer noch invitiert quasi. Ja. Okay. Ja. Die zweite Frage, das war sondig, hat der Regierungsrat ja Spezialisten, Experten und so invitiert, für eben ein Point zu machen, wo wir stehen. Wie war das genau, den du war? Und was waren die Hauptpunkte? Das ist Modellisationen gegangen, die Rezentmodellisationen von der Uni, dass man die gut verstehen, alle guten. Dann haben wir einen Rapport gemacht, als Leute von den Services waren, für ein live vom Terrain zu erzählen, dass sich das war an der Synthese am Pressebriefing kriegt mir am Fongol direkt entgegengeholfen können, so gut wie möglich klar anzuschätzen. Also auch Zahlen aus den Spitälern und alles. Ja. Ja. En kurz vor einfach enke zur Quarantäne, die Leute, die nicht respektieren, Privatleit, weltfähige Strophe setzen die sich aus? Ja, das ist eng Amont, die eben viel gesehen gött, die bis den Schiffer nicht auswendig, ich meine, bis 450 €. Legt mich aber noch nicht immer da fest, und das wird ein mehr präzisiert, gewandt Gesetz dann an der Chambre aus, dass dieselbe Amont administrativ, die auch viel gesehen als Lo bei den am Kader. Zum Beispiel für die Sitzpflicht an den Bistroen, du hast ja auch den Einzelnen, die strafbar gibt, wenn sich nicht daran erhält. Das ist kein anderer, das ist kein Neu, das ist dieselbe Amont. Wir wollen besser gefällt Peter Fest vom Letzteland, der hat den Pourcentage Ugin von Leid, die beim Large-Scale-Testing positiv fand gehen, an die schon a Quarantäne gesagt die waren, just aus Vierwitz, wann die schon a Quarantäne sind, da können sie aber bei der Large-Scale-Testing gehen, dann taust du viel verlosen, weil es dann ein Abruf ist für das Large-Scale-Testing, ja. Weil ich hatte mich gefreut, wie die dann können entdeckt gehen, wann sie dahin sollen setzen. Also eigentlich nicht, sind da viele, die uns da kontaktieren, wir auch als Mobilequipen, die beide Leute gehen, für Tester zu machen. Man die dort froh nach nicht gestalten, muss ich ehrlich so. Ich weiß, dass sie bei Leuten, die Quarantäne sind, sie kriegen den Brief, da melden sie sich bei uns, für froh, wie sie das sollen machen. Ob das aber ein Risiko ist, das könnt ihr vielleicht noch vermerken, effektiv auf den Invitationen für die Leute darauf aufmerksam zu machen. Dass sie an so einem Fall vielleicht sollten anrufen. Ich muss aber ehrlich sagen, den dort den Twist hat man noch nicht. Und dann war der gestern beim Debat in der Chambre vom Gesetz über den Large-Scale-Testing von den Deputierten gefroht ging, von der Opposition wird Kasin das Leid, die einen Test kruten, dass du drauf steht, den Test wird nicht akkreditiert.
Du net trop geantwortet, mich fand die froh interessant. Ja, doch schon haut Moien Dr geantwortet, dass am Large-Scale-Testing iwwer de Pooling verfuhr. Dufir ass dat die Formül, die do drop ass mir hunn am Large-Scale-Testing, dat das kein Diagnostest Tischcht van en positiv erficken gëtt immer nach en anderen Test no geschoss fir wirklichchte Diagnos können ze man an die Formül huet dummer dat ze din. Die fand ich just bei de Resultate ebe vum Large-Scale-Testing. Merci. Danke Aulner Fertelch wollt no froh wennst froh fir Drun iwwer die Diskussionen, die der hut mat den Doktoren wat ass dann do gené Dëch als Opsionne vu wieviel Doktoren oder Personal schwaz den do wéng envelopp. Aber wat sind Knackpunkten respektiv auch Detailer, wo der Fedro gesot gif nach am Detailer go, wat gëtt du nach genau diskutiert? Ma hunn am gangen do Schlüssel opsetzen, dats man eng Lindra kreien, dats dat wo man als einsinn awo ganz kloren Konsens ass, dats das den dodurch dats man an der COVID fast sinn, an der COVID-Patient potenziell an alle Struktur kann optauchen, das wirklich mehr Aufwand ass an denen si man am gangen ze standardisieren, dat se kann eng am nämlichlechter Logik so mal an den einzelnen Strukturen gucke, wat dat für sie bedeutet, dass das ja, dat eng Eichstoff has den war gemeinsam Verständnis wat de war ass an immer am gangen de Schlüssel zu definieren, nur dem Mehraufwand dann quantifiiert kann gehen an. Wie kann der méi Doktoren, wo gibt der lo kurzfristig méi Doktore fannen, zum Beispiel wann der méi gebraucht sinn? Gibt da do Spezialisten oder für Generalisten habe zu machen oder wie muss ich meine, da all Spidol auch Leute, die sie können ich meine, geht an Stalin drin zu definieren, wie viel méi Enveloppe sie kreen net Leiit geht einen Finanzierungsschlüssel, wo ihr seht, wie viel kriegt er dabei. Ich meine, du hast auch nach Potenzial für Leute Taschen abzusetzen, zum Beispiel respektiv Neuausstellungen zu machen. Aber du musst, ich meine, du gesagt, du steht bei sich, wo sie besoin sie wo drin hast. Das eng Abbeg, die intern an den Spideler gemat gëtt, wo sie eben besoen ragin, a wo mir probieren eng Uniform eng Uniform Herangehensweise opstellen, wéi man dat quantifiieren an dann finanzieren. Bisssen eng komplexe Geschicht awer mir kommen aber du ganz gut führen. Die hat gestern an der Chamber wat ich komme op den Tracing-Trick den Piratpartei mengschwt, die gesot hat wie eng Bankrotterklärung war auchfle op de soziale Reso und die wat be Rosen darüber, dat wär absolut net richtig. War dir da Rosen, dass den Jean-Claude Schmidt de Santisdirektor gesot hat, überhaupt die woch fir run, dass im am Tracing und de Limite ging kommen, war die Rose mat Team. Nicht von der Trosen schon mal so gemerkt, ich dass mein Service als ob der Fall generell sie kein einfach Zeiten dann natürlich schon mal alle gute Sorge gemerkt, dann wie gesagt die Idee, wo der Toten noch war, das wäre gerade die Idee, wo man auch selber nicht wussten, auch mehr kein Glaskorrel und ich kann nicht so, wann wir mal zuhlen von 80, 160 sind. Da möchte ich am Service sorgen, ich kann auch ganz gut nachvollziehen, dass den responsablen Direktor da och Moment der huet mein Gott pack dat net méi an dat nee do sinn Schnittrosen dat öffentlich gesucht huet. Gëcht der effektiv hun traktifiert, schon am vu Chlor stalt, dats man effektiv ma am Kab am Gider waren opgestockt hun an Lo am Griff hun an dat war sicherlich keng Veriterklärung just den openen Resi vun dem wie ofgelewer se wo man haut stehen an haut dats dat echt der beroegen dann schmengen das sowohl de Jean-Claude Schmidt wie hautlo man soch gesi, wie man dat fir enger woch gesinn hunn ich mein, dafür bre auch net zu verstoppen an secher Suge gemerk an ich meine Purkos auch dat sie Situationen die einfach auch muss verdauen a verschaffen an 2 Stunden sind immer dann wie schlauer mir berouig doch van der gesagt dass het ever gangen ass mir. Du net ges soll dat net an der Öffentlichkeit so fleisch, weil dat vielleicht viel Angstschrift verbreden noch van der Jeich selber auch so gemacht huet. Ich bin Schulmeisterin hin eigentlich nicht mehr funktionieren so zu summen. Kön vom Radio 9,7 Letzteburg engagiert sich an der EU-Initiativ für zu summen Impfstoffe zu kaufen. Wo sind du run? Du musst besoin ragin wir machen wir hoffen natürlich, dass wir auch iwwer DW le moment venu dann die neideg Quantitéiten kënne kreien, dat wo alle Länder sech suge men natürlich auch froh sinn, fir dann als Europa ze summe können dort ze handeln an iwwer DW approvisionéiert kënne gin. Wie du gilt nach China point den gemacht hat. Nee.
Enke mag fir de Quotidien. Lächt woch dem se die Quert mat de Kantonen veröffentlicht hat, gowet schon om Kritik op alle Niveen. Bleib du dabei, dass die Quert all woch veröffentlicht gëtt, oder sind du Sachen affinéiert gin, dass du die nächst wie hast du Strategie fir Tweet? Nee, die mis an de Grab kreen, die get all woch eben op Kantonniveau vun als veröffentlicht. Ja. Gut. Merci.